8:30 morgens. Die 13-jährige Caroline Keller aus Wittenbach im Kanton St. Gallen geht in den Unterricht und loggt sich zu Hause am Computer ein. Jetzt haben wir Mathe und da muss man sich, also am 9 Uhr kommt eine Meldung vom Herrn Vorborger und wir müssen die bestätigen mit einem Like. Das heisst, wir sind dann da und nachher kann er uns sagen, was wir haben. Der Unterricht findet auf einer Internetplattform statt. Hier kann man chatten, Dokumente austauschen, Videokonferenzen abhalten. Klassen- und Mathelehrer Daniel Vorburger schaltet sich per Video ein. Hallo zusammen, ich warte noch, bis alle hier sind. Jetzt fehlen noch 3. Jetzt ist es dran. Guten Morgen miteinander. Grüezi, Herr Vorburger. Geht's euch gut? Ja. Ja. Ja, perfekt. Habt ihr viel gesehen? Ja. Ja, habt ihr Fragen? Nein. Für die Klasse gilt ein fixer Stundenplan. 5 Stunden pro Tag verbringt Caroline für den Unterricht am Bildschirm. Das Notebook hat sie schon Anfang des Jahres von der Schule erhalten. Trotzdem war die Umstellung auf das Homeschooling groß. Es war recht schwer zuerst, weil man die Sachen auch nicht so gut gefunden hat. Aber jetzt kommt man langsam in Fahrt. Ja, jetzt geht es langsam besser. Und jetzt macht es auch mehr Spass. Online-Unterricht mit Videoschaltung macht zurzeit auch der Zürcher Deutschlehrer Philipp Wampfler. Grüezi, guten Morgen. Seine Klasse macht in diesem Frühling die Matura. Die aktuelle Herausforderung für Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler ist dementsprechend groß. Ich habe soweit ein recht gutes Gefühl. Ich finde, die Schülerinnen und Schüler müssen ein bisschen selbstständiger werden. Und ein bisschen Sorgen mache ich mir um die einfach den Rahmen in der Schule sehr brauchen. So ein bisschen vielleicht für Disziplin, für ihre Arbeitsdisziplin, aber auch so aus sozialen Gründen. Und dort bin ich schon weniger nahe dran. Wampfler ist auch Unidozent für Lernen mit digitalen Medien. Mit seinen Schulklassen testet er schon länger verschiedene digitale Unterrichtsformen. Er weiß, was sich für Fernlernsituationen wie diese bewährt. Ich probiere, dass sie auch in grösseren Zeiträumen arbeiten können, dass sie Lernprodukte herstellen die Heime, wo sie dann auch möglichst auch anderen zeigen können. Also so Sachen, wo sie merken, wie kann ich selber digitale Medien gestalten, also wie kann ich zur Produzentin oder zum Produzent werden und ich bin nicht einfach am Konsumieren. So zum Beispiel eigene Blogs oder Podcasts. Digitale Unterrichtsformen seien aber noch lange nicht an allen Schulen verbreitet, sagt Rahel Schopp von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie hat eine Gratis-Hotline für Lehrpersonen eingerichtet, um diese jetzt beim Fernlernen zu unterstützen. Herzlich willkommen nach der Session heute Morgen. Rund 15 Mitarbeitende betreuen die Hotline jeden Tag. Mit ihrem Team bespricht Schopp die Anliegen der Lehrpersonen. Das Bedürfnis nach Beratung sei groß, die Aufbruchsstimmung in Sachen digitalem Unterricht ebenso. Da merkt man, dass Umdenken ist, es braucht eine andere Art von Aufgabenstellung. Es macht kaum mehr Sinn, wenn man sagt, im Mathebuch Seite 35 machst Stöckchen 7 bis 11 und in der Sprache dasselbe, sondern wirklich das grössere Denken, wo jetzt viele Lehrpersonen anfangen, sich wirklich überlegen, wie kann ich es anders gestalten als vorher. Jetzt sei der Druck da. Jetzt müssten Lösungen her. Schopp hofft, dass der Druck durch die Schulsperre den Lehrpersonen einen Schub in Sachen digitaler Kompetenz geben wird. Wie zum Beispiel in Wittenbach. Mittlerweile ist 6 Schülerin Caroline Keller in der Französischstunde. Hier allerdings ohne Videoeinschaltung, dafür mit Schulbuch. Ich habe mich jetzt irgendwie auch jetzt schon daran gewöhnt. So morgen aufstehen, Computer und ja. Und es ist irgendwie schon lästig, um so Sachen machen auf dem Computer. Aber es gibt auch Nachteile. Eben wie zum Beispiel, man sieht die Spende nicht mehr. Und ja, ist halt einfach ganz anders. Zum Glück kann sie mit ihren Freundinnen und Freunden noch chatten. Und dies ist in diesen außerordentlichen Zeiten sogar während des Unterrichts ausdrücklich erlaubt.